Nun zusammen, ohne alles klar soweit. Nachdem er beim letzten Mal ein bisschen Schwierigkeiten hatte, da hinten die Treppe hochzukommen, würde ich sagen, gucken wir noch mal, ob wir das vielleicht nicht doch hinbekommen und was dort oben noch so auf uns wartet. Viel Spaß. Folgendes, ich habe mich beim letzten Mal beschwert, Alter, wie tun schon das da unten umstelle, das geht dir nicht, was soll denn der Scheiß und so weiter und so fort. Hat sich jetzt rausgestellt, das scheint mit R zu gehen. Mit R nämlich auch mein Schlappertränkchen. Sehe ich persönlich jetzt schon wieder das potenzielle Problem, wenn jetzt gerade von der hinten der Kollege kommt und will mich verdruspeln und ich habe nicht mehr ganz so viel Energie, ich stehe zu nah am Lagerfeuer, denke, gut, dusch mir ein Schlappertränkchen in Pfeife und dann schaltet er unten das Menü um. Und bist tot, fertig, dumm Bluff. Naja gut, folgendes Problem. Wir sind hier noch immer nicht da hinten oben links hintergelaufen. Scheiße. Aber außerdem würde ich trotzdem gern Achmo noch mich hier hinsetze. Und zwar nochmal Reise. Und zwar relativ weit am Anfang. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier war, aber mir google gleich mal. Und zwar, da war das Nilpferd. Wir haben jetzt mittlerweile noch mal ein bisschen aufgelevelt. Also ich würde jetzt vielleicht schon noch mal gerne ausprobieren, ob man nicht bei dem Nilpferd noch mal ankloppen kann. Keine Ahnung. Jo, ist halt nervig, ne? Aber eigentlich so schwer zu bekämpfen ist das ja gar nicht, würde ich sagen. Finde ich. Wenn die nicht immer so, so ausrastet, ne? So richtig aggro sind die. So, und bei der Gelegenheit, wenn ich das richtig im Kopf habe, war da irgendwo noch so hell runtergehupst. Ach so, pass auf. Ah, jo, natürlich. Auch schade, ich hab gedacht, ey, schlag dir 30, ne? Du bleibst halt genau, ey, so Ding ist hier übrig. Naja, gut. Genau, der Unne war noch einer, jo, ich erinnere mich. So, dann war da hinten noch der Mr. Robin Hood. Alter. Ach, der ist einfach manchmal so strack. So, jetzt tut er wieder nicht schlagen. Ich verstehe das nicht. Ne, warum schlägt er jetzt wieder nie? Ach, jetzt geht's auf irgendwo wieder. Ich weiß nicht, das war das letzte Mal ja auch. Jo, schon wieder, der schlägt nicht. Das ist immer irgendwie am Anfang, da tut er einfach nicht schlagen. Ja, dann bist du halt auch ruckzuck tot, wenn er nicht schlägt, ne? Kann ich mich wenigstens da hinhocken? Nee, natürlich jetzt nicht. Ja gut, das müssen wir dann jetzt halt nehmen. Ich weiß nicht, was das ist, dass der jetzt nicht schlagen tut. So, der wäre wenigstens schon mal weg. Ja, also es ist jetzt ja nicht so, als der nie schlagen. Aber ich raff's halt einfach nicht, ne? So, jetzt, ne? Hier. Seht ihr das? Der schlägt nicht. Nichts zu holen. Ich verstehe das nicht. Und manchmal... Und dann geht's jetzt immer wieder. Keine Ahnung. Ich habe hier noch ein Zwoddy. Ich habe hier noch ein Zwoddy-Maus dran. Ich kann natürlich mal ausprobieren, wie das mit der ist. Aber das ist genau das gleiche im Grün, ne? Wenn ich jetzt hier... So, nichts passiert, du. Seht ihr das? Gar nichts. Was soll denn das? Ah, jetzt macht der Schlag. Super. Halb Jahr später. Einer. Nur 50.000 Klicks. Ah, jetzt hat er mehr als einer gemacht. Ja. Jetzt scheint es vielleicht wieder zu gehen, aber ich meine, was soll denn das? Kam da nicht auch irgendwo einer runtergehupst? Ah, jo, kam da einer runtergehupst. Ja, und jetzt schlägt er wieder nicht. Komm, schlag. Schlag doch bitte.
Jetzt hätte er gerade geschlagen und dann trifft mich der Anerheld. Jetzt schlägt er in die falsche Richtung. Komm, schlag. Warte mal. Ich hatte eben das Gefühl, als hätte ich... Es sieht so aus, als müsste ich da ein bisschen länger halle. Was jetzt natürlich... Folgendes kennt jetzt natürlich Sinn. Passen wir auf. Ich habe hier bei der Tastebelegung, habe ich schon gesagt, hier Doppelklick deaktivieren, eingeschaltet. Dass der, wenn ich zu schnell drücke, dass der das als Doppelklick erkennt und dann einfach nichts macht. Nee, Arne, du passiert jetzt trotzdem immer noch nichts, ne? Wenn ich aber jetzt langsamer drücke, ne, dann scheint er die schlecht zu machen. Ja, keine Ahnung. Da musst du aber muss schnell hintereinander drücken können. Das ist so das Mindeste. Ja, gut, jetzt dann hocken wir uns halt nochmal an, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich für das Nilpferd mein ganzes Flakos brauche oder halt auch nicht. Keine Ahnung. Gibt aber bestimmt auch einen Grund, warum ich den Doppelklick damals ausgeschaltet habe. Ich meine, die Doppelklick-Events, ich glaube, die habe ich so ziemlich alle gar rausgemacht. Aber... Ach guck mal, jetzt sind die gar nicht mehr da, oder was? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe den Trottel da oben wieder mal nicht gesehen, ne? Ich habe den wieder nicht gesehen. Nicht gesehen habe ich den. Ach, ajo, da oben kam auch noch einer. Ach, dass die ja immer alle gar auf M kommen müssen, ne? So. So. Zack, sehr schön. Einmal frei. Eigentlich habe ich aber gedacht, du käme irgendwo an noch so... Wie kommt man eigentlich da oben an das Item dran? Komm, wir machen jetzt erst mal das Nilpferd, oder? Ach, da hinten ist er. Eigentlich habe ich aber irgendwie gedacht, du käme an noch so ein weißer Ritter angehupst. Ich habe mir nämlich erzählen gelassen, dass der Schwertfallenlosität das gar nicht so verkehrt ist. Ach, das fängt schon gerade wieder gut an, ey. Der macht ihn halt aber auch komplett kaputt, ne? Einmal zugebissen, dann bist du direkt im Arsch. Ich glaube, ich muss bei dem auch langsamer sein. Also langsamer in dem Sinn, nicht so schnell drauf gehe und angreife und so, sondern zuerst mal warte, bis er umkippt und dann langsam ausbaue. So, mein Lieber. Ajo, vorbei. Das ist gut. Wenn ich sie beidhändig nehme, dann wollte ich gerade sagen, dann sind sie in einem Schlag weg. Ach, jetzt schlägt er wieder nicht. Alter, ich verstehe das nicht. Das geht doch. Warum geht denn das nicht immer? Jetzt hocken wir uns gerade noch einmal an das scheiß Lagerfeuer. Guck Johnny jetzt. Ich raff nicht, was das ist, dass der du manchmal nicht schlägt, ey. Ah, jetzt geht's wieder, einwandfrei. Für mich halt die ganze Zeit gehe. Aber es scheint dann auch irgendwie so zu sein, dass wenn du die quasi ah jawohl, stimmt, da oben war ja auch noch einer. Alter, ich vergesse das halt auch immer. Das wollte ich nicht sagen. Dass wenn du dann anfängst, dass dann der Rotz da immer nicht funktioniert. Wo kommen eigentlich die ganze Gegner da her? Ach, jetzt schlägt er wieder nicht.
Und dann schlägt er und trifft nicht. Ich weiß nicht, leider es am Anvisiere. Ich kann es halt null nachvollziehen, ne? Er schlägt nicht. Das ist nichts zu machen. Er schlägt einfach nicht. Ich raffe das nicht. Das war das letzte Mal auch schon so am Anfang, dass er nicht geschlagen hat. Und dann irgendwann hat es irgendwie gegangen. Aber ich kann halt auch null nachvollziehen, woran das jetzt dann quasi leidet. Oh. Ja, und dann trifft er nicht, ne? Alter. So. Alter, das kann doch aber jetzt nicht sein, dass der einfach die ganze Zeit nicht in der Lage ist, mir zuzuschlagen. Ich meine, wir kommen jetzt hier natürlich auch nicht weiter, ne? Wenn der jetzt nicht schlägt ordentlich, dann verliere ich in einer Tour so viel Energie, dann muss ich in einer Tour wieder auf Neim anfangen. So, es scheint aber auch so zu sein, als würde die Gegner, wenn sie dann oft genug gestoppt sind, dann auch irgendwann immer wegbleiben, ne? Oder ist die nicht das falsch? Weil, es ist so wieder das komische. Da oben die zwei, die durch Patrouille gelaufen sind, die sind nämlich jetzt nicht mehr da. Sehr schön. Wenn ich jetzt sage, ah ja, wenn ich langsamer drücke, dann geht's, ja, oft, aber halt auch nicht immer. Das ist einfach saukomisch und saudumm und scheiße noch dazu. Ach stimmt, du war auch noch einer. Hat der eine Bogen gehabt? Hat der normal nicht irgendwie ein Schwert oder eine Lanze gehabt? Was ist denn eigentlich ein Lebensstein? Menschenbild, das brauchen wir. Okay, Lebensstein eigentlich. Wie der mich dann aber auch wieder erspäht von da oben, ne? Das ist auch irgendwie was, das ich nicht so ganz nachvollziehen kann. So. Gegenstand wird aufgenommen. Lebensstein, ey. Die Lebenssteine mischt jetzt schon 1000 Stück hin. Nee. Die sind doch gar nicht in dem Inventar drin, oder? Weil schon die überall nur eins. So, davon habe ich natürlich einen Haufen, ist klar. Aber du war doch auch nicht nur blauer Augapfel, sondern du war doch auch noch roter, oder nicht? Jo, gut, aber wo der Shit jetzt ist, keine Ahnung. Oder für was ist so Lebensstein gut? Weil im Inventar sehe ich ihn jetzt so gerade nicht, ne? So, ich weiß, ich wollte unten das Nilpferd machen, aber folgendes Problem. Das oben, wo der eine Knilch runtergehupst ist, da haben wir ja gesehen, dass du offensichtlich auch noch irgendein Item liegt. Das heißt, wäre jetzt die Frage, wie wir dorthin kommen, ne? Dorthin ist das, ne? Aber wie kommen wir dorthin, Anne? Also wir müssen uns da hier offensichtlich, wenn wir da oben im Wald sind, müssen wir uns da irgendwo runterfallen lassen, ne? Das ist hier schon immer klar. Aber wie komme ich denn dorthin? Hochklettere bitte. Ach jo, jetzt kommt der Trottel runter. Ah ja, natürlich. Gerade wenn ich hoch will, kommt der runter. So, tschüss. Reicht das jetzt oder kommt da noch so ein Trottel runtergeschlappt? Ah, nee, warte. Das ist hier der ganz normale Weg quasi. Ja, da kann ich dich jetzt auch nicht runterfallen lassen. Hier auch nicht.
Also nirgends quasi. Das ist schon, ne? Das ist alles schon knapp dann. Gut. Ich kann dann aber 8K richtig Kombi machen, ne? Wenn ich dann so langsam schlagen muss. Das ist doch auch scheiße. Ja gut, da hinten bin ich schon lang gelaufen. Du gingst hier nirgends raus. Das heißt an für sich, du musst jetzt hier irgendwo, wahrscheinlich in einem späteren Level, dass man dann dort irgendwie hinkommt. Oder wie ist das? An echt kann ich mir das jetzt halt nicht erklären, wie das sonst gehen soll. Ich hätte das Item schon ganz schüchtern, was das ist halt, ne? Aber ich hab keinen Plan, wie ich da hinkommen soll. Sieht jetzt auch nicht unbedingt aus, als wäre das da oben jetzt ein valider Level. Sehr schön. Jo, welch, das ist halt auch sacke gefährlich, dass ich jetzt da oben rumhampele und schlage die Typen da. Weil dann geht noch erst Schla wieder nicht und dann ist wieder Schicht im Schacht, ne? Aber ganz schnell. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, waren wir da eigentlich mal hingelaufen? Ach ja, ich glaube. Nee, oder? Wenn wir jetzt so rein... Ja, ja, doch. Ah, jo, da sind wir durchgelaufen. Ja, ja. Das kann ich mich wieder dran erinnern. Jo, ah, jo, klar. Ja, ja, da habe ich so ein bisschen No-Lauf gespielt, damit ich mich nicht so drangsaliere und alles. Jo, ich kann mich wieder erinnern. Das haben sie wieder clever gemacht, ne? Wie ich da reingeguckt und habe ich nur erinnert gesehen, weil sich der andere und der Ex versteckelt hat. Shit, schon gedacht, du wärst 8 tot. Du war sogar noch Dritter. Alter. Man glaubt es nicht. Ah jo, natürlich. So. Alter, was hast denn du jetzt geschafft, du? So, einer. Was geht mit dir ab? Jo, stimmt, da sind wir hochkommen, ne? Oben auf die Mauer zu dem einen Leuchtfeuer. Ja, ja, ich kann mich schon daran erinnern, natürlich. Ja, ja. Gut, aber da geht's halt auch nicht raus hin, ne? Also, dass man sagt, man käme jetzt hin in den komischen Wald drin. Jo, was weiß ich, da brauchen wir jetzt dann ja auch nicht rumzufuhrwerken und noch das Viehzeichen wegzumachen. Das ist ja Schwachsinn, das bringt dir nichts. Kaum was. Eigentlich haben sie aber gesagt, du kämen irgendwo so weißer Ritter runtergehupst. Wir warten jetzt du aber mal ein bisschen. Aber das Nilpferd ist gerade fett. Das heißt, ich kann mal die 200 Seele insammeln. Das ist schon mal gut. So, oh, alle Weih kommt da angestapft. Jetzt will er aber Gas geben, du. So. Und der sich nicht normal umkippe. Ich hab gedacht, der fällt dann um und dann kennt man draufschlagen irgendwie. Wow. Ja, genau so habe ich das gedacht. Alter, das macht aber auch keinen Spaß, wenn du nicht mehr abziehst wie das. Eigentlich müsste man jetzt mal ein bisschen wegrennen, du, ne? Damit man durch Schlapperdrängchen nehmen können. Sehr gut. Ja, eigentlich so viel Energie hat er nicht gefehlt, ne? Aber da muss man ja schon ein bisschen auf Nummer sicher gehen jetzt. Eigentlich will ich gar nicht mehr sterben.
Ich verstehe nicht, wann der Moveset kommt, wann er sich hinfallen lässt. Genau den. Manchmal ist es aber auch echt wie verhext, ne? Du rollst weg und dann erwischt er dich trotzdem noch. Das verstehe ich alles nicht. Obwohl ich schon relativ weit weg bin, muss man sagen, ne? Ne, ewig schon wieder. Ach komm, das hat okay wert. Die Bay in die Hand nehmen, du. Können wir das Brickschel haben. So. Wann lässt er sich dann jetzt falle? Jetzt war ich zu nah dran. Jetzt schlägt er wieder nicht. Oh, es macht da dann wirklich keinen Spaß, ey. Wie eine Steuerung so schlecht und verbuggt sein kann, ey. Ich meine, das kriegt jeder Student im Informatikstudium im 2. Semester kriegt das besser hin. Und das ist jetzt ungelogen. Ich meine, ich hatte ja irgendwann eine grafische Benutzeroberfläche zum Programmieren. Und was soll ich sagen? So haben wir genau das gemacht, ne? Quasi, wie soll ich denn sagen? Implementiert auf Tastendruck zu reagieren. Das ist so eigentlich genau gerade überhaupt nichts anderes. Ach, Samo, Lebensstein? Nee. Schon gerade gedacht. Fuck. Sind das die, endlich, ey. Sind das die Dinger, wo man so zerdrücken kann, damit man wieder Energie aufgebaut kriegt? Das sind doch die Lebenssteine, oder? Warum kann ich die jetzt so hier nicht auswählen? Ach guck mal, so kann ich sie auswählen. Okay, das ist ja interessant. Und im Menü wäre sie mir nicht angezeigt. Das war auch komisch, oder? Oder finde das nur ich komisch? Gut, ich meine, wenn ich mich jetzt hinhocke, kommt der Held hier wieder. Insofern würde ich sagen, ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen rum. Ach, wenn ich jetzt nicht mehr so viel Energie habe. Ah ja. Pass auf. Ah, shit. Es ist, weil er halt da einfach nicht reagiert zum Schlagen. Jetzt kann ich hier da nämlich noch mal so ein bisschen ringucken, ne? Ja, dahinter komme ich halt nicht. Und da waren wir schon, da ging es dann in den Tod. Ist halt eigentlich schade, ne? Dass es da nicht mehr zu holen gibt. Ach guck mal, da hinten leidet auch noch ein Item. Ah ne, das wäre das oben auf dem Dingsen, wo ich nicht weiß, wie ich hinkomme, ne? Hundertprozentig. Ja, ja. Ah jo, das da oben das. Aber ich weiß halt wirklich nicht, wie ich da hinkomme, ne? Das muss ja irgendwie so sein, dass du oben dann, dass du da irgendwann nur noch in den Wald da rinkommst, oder nicht? Weil da ist mit Steinen abgesperrt quasi. Ist halt so nichts zu holen jetzt, ne? Gut, dann raste mir noch mal. Wer rastet, der rostet. In meinem Fall ist Raste eine gute Idee. Dann gehen wir nur mal Schule. Wir können jetzt noch mal ein Level machen. Schätze ich zumindestens. So. Und dann nehmen wir hier einfach nur noch eins. Dann können wir nämlich gleich mal den Speer ausprobieren. Der Speer. Endlich. Endlich kann ich den Speer ausprobieren. Ich freue mich schon so auf meine Speer. Es ist jetzt halt wieder die Geschichte, ne? Eigentlich müsste ich nicht dann durch die Keule austauschen. Wie?
jetzt habe ich 126, dann habe ich nur 120, ne? Aber man muss sie jetzt auch fairerweise sagen. Ne, nimm nur ruhig beidhändig. Man muss jetzt hier fairerweise sagen, es kommt ja nicht allein immer nur auf den Schade drauf an, den man mit einer Waffe macht, sondern es kommt ja auch schon so ein bisschen drauf an. Es kommt ja schon auch so ein bisschen drauf an, wie man so mit dem Moveset der Waffe zurechtkommt, finde ich. Und so fand ich in Dark Souls 1 zumindest der Speer halt wirklich sehr, sehr schön und angenehm, muss ich sagen. Aber gut, ob das jetzt hier genauso ist, weiß ich nicht. Das muss ich wieder überlegen. Er hat 1, 2 und dann kam noch ein dritter, ne? Alter, fuck, der hat mich doch erwischt. So, und jetzt sind wir nämlich wieder an der Stelle, wo er nämlich wieder nicht schlagen tut, ne? Kann ich mich hinhocken? Nein! Fuck! Du wärst fast runtergefallen. Nee, kann ich nicht. So. Du siehst halt einfach nicht, was der für Reichweite hat, ne? Der war jetzt eigentlich relativ weit weg, muss man sagen. Aber es ist einfach nervig. Ja, jetzt schlägt er wieder. Ich verstehe das gar nicht. Warum hat er denn dann eben nicht geschlagen? Jetzt schlägt er wieder nicht, ne? Kann ich wieder tricken, wie ich will? Hier. So, kommt nichts an. Jetzt geht's wieder. Ich verstehe das einfach nicht. Ja, das muss hier irgendwie Grund haben. Guck mal, ist der Ain jetzt schon so oft gestoppt oder ist das der Held, wo du rumlaufst? Weil du heute hier normal immer einer gehockt. Ja, ich gehe mal davon aus, das wird der Held sein, der da rumläuft. Ach so, warte mal, stopp mal. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig, weil ich keine Flakos mehr habe. Da hätte ich mich noch mal kurz hinhocke. Ach, jetzt kommen sie wieder beide auf Amo, als die einer nicht reiche. Wahrscheinlich kommt gleich da oben noch der Hammerheld runter. Das ist einfach... Er schlägt halt einfach nicht. Aber ich muss auch sagen, bin ich jetzt auch ehrlich, der Speer, den ich jetzt zumindest 4 habe, der ist eigentlich auch nicht so geil, muss ich sagen. Weil... Ich weiß nicht, der von Dark Souls 1, ich finde, er hat mir reingerobbt. Und er hat auch schneller hintereinander geschlagen irgendwie, ne? Nein, nein! Wow, fuck. Nein, ich wollte gerade sagen, der unten ist natürlich auch maximal eng, aber ich habe halt Schiss, dass dann, wenn ich den da runterlocke, dann habe ich halt ab und zu wenigstens nur noch das Glück, dass nur der Dicke kommt und nicht der weiß Trottel auch noch. Weil ich muss einfach sagen, mit der
Mit der Keule klappt es einfach noch wieder am besten. Fertig. Jetzt habe ich natürlich einen Haufen Level. Okay. Jetzt habe ich natürlich einen Haufen Level in die Geschicklichkeit drin gepackt, dass ich da auf 18 komme. Den Move, den raff ich dann ja nicht. Ne? Wenn er quasi so den dritten Schlag macht und dann kurz und dann so im Aufsteigen noch so hochschlitzt tut. Das macht der, keine Ahnung, von CMO macht er das Emo. Wenn jetzt aber der Große weg wäre, dann könnte man vielleicht doch noch mal den Speer ausprobieren, oder? Ja, guck mal, der Große ist jetzt weg. Ich weiß zwar nicht so genau warum. Weil der ist hier eben nicht gestoppt, wie ich gerne gekämpft habe, ne? Kann ich das Ding eigentlich auch schon nehmen? Ja. Das wird ja auch relativ viel Schade machen. Ich würde es jetzt halt einfach gerne mal ausprobieren, ne? Ah jo, jetzt kommt der andere Trottel auch noch angelaufen. Als steht einer nicht gerade reiche von denen Trottel, du. Eins, zwei. Machst du nicht 8, 3, schlägst normal. 1, 2. 1, 2. Ja. Ach, da hat er sich wieder angebeamt. Jetzt nimmt der Lebensstein. Ich wäre verrückt, ey. Jetzt muss ich warten, bis der den quasi ausreichend... So. Bis der den ausreichend aufgefüllt hat. Ich wollte nämlich eigentlich so stinknormales Schlabberdränkchen nehmen. Die werden wir wahrscheinlich noch relativ oft machen müssen, bis die verschwinden, ne? So, kommt der Kollege da runter. Wie ist denn das? Traut er sich das? Weil, wo ist denn jetzt der weiße Ritter hin? Der da unter Freitodgang. Sieht fast so aus, ne? So gefallen mir sie. So gefallen sie mir. Genau so gefallen sie mir. Das muss man natürlich sagen, das ist an der Stelle jetzt schon ein kleines bisschen ungünstig. Samo, hast du dich jetzt langsam entschieden, ob du jetzt 3 Mal schlägst oder 2 Mal oder 4 Mal oder 5 Mal? Ich will es dir nur grob wissen. So. Was an der Geschichte natürlich ein bisschen ungünstig ist, bin ich ganz ehrlich. Diese Hellebarde, die ich hier habe, die ist zwar eigentlich nicht verkehrt, aber das Problem an der Geschichte ist, du ist relativ schnell meine Ausdauer erschöpft, muss ich sagen. Müssen wir ja gleich mal ausprobieren. Ich glaube, 2 Schläge gegen, glaube ich, aber dann ist Schicht im Schacht. Und dann, wenn ich 2 Schläge gemacht habe, dann kann ich, glaube ich, auch nicht mehr rollen, ne? 1, 2. Ja, es geht eigentlich. 2 Schläge müsste eigentlich gehen und dann noch rolle. Immer wenn du so Geist angeflitzt kommt, meine ich, das wäre der Allerheld von hinne.
Jetzt springt der, gut, da war der grüne Balken leer. Der braucht halt irgendwie, ach, finde ich lang, bis er nochmal aufgefüllt ist irgendwie, oder? Kann das Sinn? Ich hasse die weiße Rotzviecher, du, ey. Ich hasse sie wie die Pest. Ja, ich hätte halt schon gern da unten, weil da oben weiß ich halt immer nicht so genau, wo du hinter der Abgrund kommt, ne? Ey. Der aber immer... Ich verstehe das nicht. Manchmal, du brauchst ein halbes Jahr, bis er mal auf dem Ausholen zum Schlag kommt. Ein anderer Mode zieht er durch direkt Millisekunden. Fertig. Man sieht halt auch nicht so genau, soll das jetzt der nächste Schlag geben? Oder ist er noch im Ausschwingen von davor? Man sieht's halt einfach nicht. Fertig. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die weiße Ritter hier ist die helle Bade, finde ich eigentlich ganz geil, weil man sie so ein bisschen auf Abstand halten kann. Auf der anderen Seite muss ich sagen, gehe jetzt die größere finde ich sie jetzt nicht so geil. Fuck, ich hab gedacht, das wird reichen. Manchmal zieht er... Alter, noch immer nicht. Manchmal zieht er... Jetzt schlägt er wieder nicht. Manchmal zieht er nämlich relativ viel ab, muss ich sagen. Also... Ist halt immer schwierig zu sagen. Ich sage jetzt mal halber Zentimeter und dann zieht er nur 2 Millimeter ab. Und den Unterschied, wann was zutrifft, den habe ich noch nicht so 100% raus. So, am liebsten wäre es mir jetzt quasi, wenn der oben der hält, nochmal in die freie Dot-Hüpfe geht. Naja, na, die ist schon drauf, ne, ist klar. Ich glaube aber, dass mir das deswegen mit der helle Bade die weiße Ritter leichter fällt, weil ich verhältnismäßig hohe Reichweite habe, aber die Knilche nicht so hohe Reichweite, wenn sie sich nicht gerade wieder ihre Move machen zum Ranbeamen. Und bei dem Hammer-Typ da oben, da ist es ja ein bisschen anders. Bei dem Hammer-Typ, der hat ja auch eine riesige Reichweite. Ja, es ist und bleibt schwer abzuschätzen, wann du jetzt quasi, ach, da war wieder der Beam-Move, wann du jetzt quasi in Reichweite bist und wann nicht. Das ist, finde ich, fucking schwer abzuschätzen an der Stelle hier. Du mischt einfach so um also um die Spielfigur, mischt einfach so roter Kringel sind, dass du wischt, ah, okay, das ist jetzt meine Reichweite. Und wenn der Gegner in diesem roten Kringel drin ist, dann treffe ich ihn. Also zumindest, wenn ich ihn anvisiere. Wenn der jetzt hinter mir ist in dem roten Kringel und ich eine Pfanne schlage, ist klar. Aber wenn ich ihn quasi anvisiert habe und ihn angucke und dann ist der in dem roten Kringel drin, dann treffe ich ihn. Das wäre halt eine geile Geschichte. Das wäre halt wirklich, finde ich, geil. Ja. Ist aber halt nicht der Fall.
Was ich jetzt auch noch nicht so genau weiß, wo sind ich denn jetzt eigentlich meine Auslastung oder wie das heißt. Weil mich würde die jetzt schon interessieren. Jetzt geht R mit Umschalte wieder nicht, ne? Mich wird halt... Ah, hier, ist das hier? 69 von 70? Mich würde nämlich jetzt halt interessieren, wann mache ich hier ein Fat Roll, wann mache ich hier ein Normali Roll oder so, ne? Ach, der hat aber auch Reichweite, ey, mit seinem scheiß Ding, Ich weiß nicht, ey. Ich hab null Timing bei dem Vollidiot. Jetzt hat er wieder nicht geschlagen. Wow, fuck. Schau mal, du bist ja schon halt einfach noch immer so ein bisschen die Hoffnung, als jeder dann ablose. Welche? Ach, es ist echt zum Verzweifeln, ey. Das hat doch das letzte Mal so geil geklappt, die Gerdo. Und halt nichts. Gar nichts. Geht einfach nichts. Kannst du die vielleicht bitte in 2 Hände nehmen? Den Move. Den habe ich noch nicht so drauf, ey. Jetzt hat er wieder nicht geschlagen, ey. Mein grüner Balge kann doch jetzt gar nicht so leer gewesen. Das gibt's doch gar nicht. Wie viel zieht denn du so Roll ab? Das muss doch reichen. 1, 2 und noch Roll. Ah, jetzt macht er natürlich keins, klar, aber... Ja, du warst zu gierig. Jetzt schlägt er wieder nicht. Und jetzt war auf jeden Fall die fucking grüne Balge war auf jeden Fall gefüllt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ich weiß halt nicht, wie lange das dauert, wenn ich jetzt mal das Gamepad raushole. Das ist halt jetzt nicht angeschlossen und wahrscheinlich sind die Batterie leer, ne? Was ich mal ausprobiert hätte, ob es dann besser ist. Ich meine, das kann ja wohl nicht sein. Keine Ahnung, wenn ich jetzt das Ding da hinsetze. Ja, du passt. Ah, doch, warte. Guck mal, er blinkt noch. Das heißt, jetzt können wir mal hier die... Jetzt habe ich mal die Empfängerin gemacht. Ja. Da geht jetzt irgendein komisches Fenster auf, okay.
Ne, ich will nichts teilen. Ne, ich will Case Social irgendwas. Ah, okay. Boah, jetzt pass auf. Auswählen B zurück. Jetzt ist das hier. Was ist Schlan? Das schon mal ist der heftige Angriff. Das ist der normale. Ja. Und wie visiere ich an? Sehe ich das hier irgendwo? Tastenbelegung. Da wird mir jetzt natürlich nur die von der Tastatur angezeigt und nicht die von meinem, geht's denn zurück? B. Was aber halt nicht angezeigt wird, ist, wann ist B die Rolle oder was? Ja. Alter, das... Ach Gott, wie raulich, ey. Also X ist Schlabbertränkchen. Glocke. Aha, okay. Alter, du kann mir doch keiner erzählen, dass das jetzt mit Steuerung geiler wäre als mit Maus und Tastatur. Wo war jetzt die Rollnummer? Shit, schon vergessen, wo die Roll war. Nein, du warst nicht. Hä? Wie nehme ich denn die... Okay. A, B war die Roll. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber dass er da jetzt 30.000 und die Wanderin gehauen hat, das hat jetzt nichts damit zu tun gehabt. Dass das jetzt mit Gamepad besser wäre, ne? Also von der Steuerung her. Also nennt man eher, sie hätte quasi mit dem Gamepad implementiert, dass sie dümmer sind. Das ist aber auch der einzige Grund, warum es den Anvisiere-Knopf gibt, weil ich jetzt quasi keine Kamerasteuerung mehr brauche mit dem Gamepad. Ja. Ich stelle auf jeden Fall fest, also was ich sagen kann, ist Folgendes. Mit dem Gamepad scheint er zumindest immer zu schlagen, wenn er zu schlagen hat. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch noch nicht so viel quasi ausprobiert. Und ich habe jetzt auch meistens den schweren Schlag gemacht. Und nicht den leichten. Wahrscheinlich nehme ich das mit A auf, kann das Sinn? Wo ist ein A? Ja. Ja. Ja, wenn ich 3 Schläge mache, dann ist es halt rum, ne?
Also das muss man auch jetzt fairerweise zusagen, da kann ich halt keine Rolle mehr machen. Also ich bräuchte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Ausdauer. Okay. Ich kann mir die Steuerung nicht behalten. Okay. Das muss man halt jetzt wirklich fairerweise sagen. Bei der Geschichte hier, da tut er dann wirklich, das haben wir gefühlt zumindest, Schläge schlucke. Aber jetzt mal ohne Scheiß, das ist die gleiche Diskussion. Also ich habe hier schon mal erzählt, ich spiele mit ein paar Kollegen ab und zu ein bisschen Warzone aktuell. Und die gleiche Diskussion hatte ich mit denen auch. Aus meiner Sicht haben die, was die Steuerung angeht in Warzone, oder ach, ich würde es vielleicht als Teil des Interfaces bezeichnen. Oder die Menüführung, die haben die einfach dermaßen verschlechtert von Warzone 1 auf Warzone 2.0, dass ich mir denke, Alter, wie kann ich ein etwas, was eigentlich relativ gut funktioniert hat, so dermaßen verschlechtern? Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also du käme ich nicht drauf, dass man sowas dann macht, tut. Und die haben's gemacht. Und genauso ist das hier irgendwie auch so ein bisschen, muss ich sagen. Weil, also die Steuerung, die hat hier wirklich funktioniert in Dark Souls 1 bei mir, dass man jetzt sagen kann, also so hatte ich wirklich relativ wenig Probleme mit der Steuerung. Ja, also die war nicht geil, klar, aber zumindest wenn du Schlagen gedrückt hast, dann hat er wirklich geschlagen. Und das ist sie jetzt hier komplett anders. Und das ist dann halt was, das kann ich dann halt nicht mehr nachvollziehen. Weil, warum? Also, es kann doch nicht Sinn, dass etwas, was die ganze Zeit jetzt irgendwie funktioniert hat, jetzt auf einmal nicht mehr funktioniert. Das kann mir doch keiner erklären. Und es ist jetzt auch nicht so schwer zu sagen, hier, pass auf, schreibt Listener, der auf den Mausbutton hört. Und dann, jo, der 360-Grad-Schwinger. Wie kann der mich nur treffen? Ich bin so weit weg, ey. Ohne Scheiß. Es ist einfach nicht geil mit dem mit dem Gamepad. Tut mir leid, es ist wirklich nicht geil. Können wir jetzt sagen, was man wolle, du, die ganze, ach jo, Dark Souls, muss ich mit dem Gamepad spielen. Alles andere ist grauenvoll, das macht es mir noch schwerer. Nee. Eben nicht. Absolut nicht. Das Einzige, was geil ist, die Tastaturbelegung klappt. Also die, wo da ohne eingeblendet wird. So, und die ist auch einigermaßen sinnvoll, ne? Also ich kann jetzt, wenn ich was aufhebe und mit A und so und bestätige, das kann ich alles mit A machen und gleiche Knöpfchen. Das ist so irgendwie alles unterschiedlich. Ne? Wenn ich jetzt was aufhebe und dann wird ja teilweise ohne eingeblendet und da wo ich dann bestätigen muss, jo, schon gesehen, dass ich aufgenommen habe. Und das geht jetzt hier bei der Tastatur, geht das nicht mit dem gleichen Knöpfchen, wie ich es aufhebe. Dann muss ich irgendwie, keine Ahnung, da muss ich irgendwie Backspace drücken oder Q oder sonst was, so ganz andere Knöpfchen. Und das Do ist auf dem Gamepad einwandfrei, das ist dann jeweils das gleiche Knöpfchen. Das ist, so sah ich, jawohl, einwandfrei,
Das ist beim Gamepad wirklich besser, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das jetzt ein Gamepad ist. Das hat dir nur was damit zu tun, dass die Programmierer maximal unfähig sind. Weil, tut mir leid, einfach irgendwie festzulegen, pass auf. Das soll jetzt mit dem Knäppchen gehen, das ist sie jetzt nicht unbedingt der Hexewerk. Also wirklich nicht. Ich meine, wenn ich in der Lage bin, das zu implementieren, dass ich irgendein Item mit zum Beispiel, keine Ahnung, was ist F oder was aufnehmen kann, dann muss ich ja auch in der Lage sein, das zu implementieren, dass wenn du im Menü auf ist, wo man bestätigen soll, dass das danach mit dem Knöpfchen geht. Die Keldo wahrscheinlich halt nicht, ne? Keine Ahnung, wo die es Programmieren gelernt haben. Aber auf jeden Fall nicht auf der gleichen Hochschule wie ich. Dätchen nur zurücklaufen, bis du hin runter falsch. Ohne Scheiß. 1, 2, 3. Das war aber knapp. Und ich eben gar nicht so realisiert, dass ich nur noch 1 Millimeter Energie hat. So, das ist jetzt, den Hebel habe ich auch noch nie gezogen. Noch nie. Also wirklich noch nie. Da war halt auch so Warnung auf dem Boden, ne? Aber ich weiß auch nicht mehr, keine Ahnung, was jetzt passiert. Soll man den mutieren? Okay. Aha! Ihr Leid, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob das Ding jetzt gleich nochmal automatisch runterfährt. Aber ich kennt mich gerade so aufregen, ey. Du, wie ich da das erste Mal angekommen bin, da war da ja so eine Nachricht auf dem Boden. Ach, böser Hebel, bitte nicht ziehen. Ja? Hätte ich eine gezogen und da hinten ist hier noch irgendwo einer, dann geht wahrscheinlich noch ein Ring hoch, dann hätte ich da auch Platz gehabt, gegen den Trottel zu kämpfen. So bin ich 3 oder 4 Mal neben runtergefallen. Ohne Scheiß, ey. Dieses Nachrichtensystem, das ist der größte Krampf, den es gibt, ey. Welche? Normal kommen sie angelaufen. Von 50.000 Meter Entfernung. Und mache hier Krawall, weil sie einfach riechen, dass du irgendwo daneben bist. Boah, nee, ey, komm, Shadow runter. Das ist mir echt lieber. Und da stehe ich 1 Meter vor. Nichts. Nichts. Einfach gar nichts. Mhm. Es regt mich einfach immer noch auf, dass, wenn die mich treffe, ich den Schlag abbreche, aber wenn ich die treffe, ziehe sie den Schlag durch. Das ist einfach, das regt mich einfach auf. Und ich verstehe es auch einfach nicht. Wie hatte ich denn eigentlich gesagt, das, was hier der Powerschlag sein soll? Ah, Control und Dings, ne? Aber der zieht auch wirklich die komplette grüne Balke leer. Kann das Sinn? Ah jo, da ist er halt leer, ne? So geil der ist, aber so scheiße ist er halt auch. Ah jo, jetzt kommt der andere Trottel von hinten angeflitzt, ey. Als steht einer nicht reiche, ey. Ohne Scheiß. Ja, da hat er wieder, der zweite Schlag macht er dann einfach nicht. Fertig. Den macht er nicht. Mit der Maus. Den macht er nicht mit der Maus. Welchen? Dann, pass auf, dann gehe ich ins Internet, ne?
was weiß ich, bei Google, ne, gibst in hier, was weiß ich, Dark Souls 2, Scholar of the Sin, oder Sins, oder was weiß ich, wie es heißt, Fehlereingaben mit der Maus oder Maustasten unter der Unterschluck der Tastatursteuerung oder irgend sowas in der Art, ist ja auch egal. Und dann jeder Trottel kommt dann, ah ja, aber spielst doch mit dem Gamepad. Ah ja, das habe ich aber nicht gefroht. Ich krieg's dann auch immer nicht so viel, ne? Alter, wo kommst du dann jetzt her? Ach, da kam er wieder, der Beamer. Wow. Spring weg, spring weg. Da war der grüne Balke wahrscheinlich wieder leer, ne? Das ist aber auch saumäßig schwer. Ich muss mich jetzt hier auf irgend so Krüppelsteuerung mit dem Gamepad umstellen. Und gleichzeitig muss ich irgendwie da jede Shit im Auge halle. Ja. Gut. Also ich muss jetzt halt wirklich sagen, ich finde, mit der helle Bade kann man die ganz gut machen. Wenn, vorausgesetzt, hier, wenn ich da drauf drücke, wird er reagieren. Man kennt jetzt sagen, ah ja gut, komm Kerl, pass auf, deine Maus ist doch kaputt. Die wird dir so Rotz nie implementieren. Das Problem an der Stelle ist, mit der anderen Maus geht's auch nicht. Ah, die ist auch kaputt, jo. Und das nächste Problem ist, bei allen anderen Spielen geht's halt. Langsam wäre dann die Option arisch gering, ne? Wenn ich dann durch die ganze Fanatiker her, ne? Ja, das muss ich mit dem Gamepad spielen. Ist das Spiel so geil. Also ich meine, das muss man jetzt so ein bisschen relativieren, sage ich mal. Insofern, dass, das hat jetzt halt nichts. Nein. Ich wollte eben auch nicht springen, ich wollte ihn einfach abwählen, also dass er nicht mehr anvisiert ist. Das hat jetzt, sage ich mal, dass jetzt die Steuerung nicht ordentlich funktioniert. Das hat jetzt, wie soll ich denn sagen, nicht unbedingt was mit dem Spiel an sich zu tun, mit dem Gameplay. Das ist einfach nur verdammt schlecht implementiert, mehr nicht. Und jeder Student im, was weiß ich, im dritten oder Semester Informatik, was weiß ich, dem gäbst du 10 Euro die Stunde und dann hat er das in wahrscheinlich, keine Ahnung. Ach shit, da unten will ich eigentlich jetzt nicht unbedingt GD kämpfen. Und dann hat er das wahrscheinlich innerhalb von 2 Stunden gefixt. Also circa. Wow. Steht jetzt gern. Ich hätte jetzt schon gern die grüne Balke nochmal voll, ne? Ach, jetzt weiß ich auch, warum der hat jetzt trotzdem nicht doppelhändig.
wissen ja, warum ich die ganze Zeit nicht raffe, ob der das Ding doppelhändig hat oder nicht, weil ich eine linkhande Schild nehme habe. Jetzt tun wir das Modell nochmal in die linke Hand machen, dann sehe ich wenigstens, ob er das Teil doppelhändig hat oder nicht. Ich meine, theoretisch sieht man das ja auch anders, ob er das in einer oder in zwei Händen hat. Aber ich finde, da ist es irgendwie nicht so gut ersichtlich. Nein! Ich wollte doch eigentlich nur zwei Schläge machen. So, ist das grüne Balken wieder voll. Ja. Jetzt hat er mich ja doch wieder getroffen. Das gibt's doch gar nicht. Ich raff das noch immer nicht, warum der manchmal, sag ich mal, so viel abzieht und manchmal nur so viel. Keine Ahnung, weil was zum Blocken hat er ja nicht. Der hat ja kein Schild und nix. Alter, wie man sowas geil finden kann. Mit Maus und Gamepad. Wo du quasi, muss man ja so wirklich so sagen, wo du einfach so gut wie keine Kontrolle drüber hast, über die Kamera. Also zumindest nicht beim, jetzt kann er wieder nicht springen, weil der grüne Balken leer ist. Weil, ach, es ist so grauenvoll, ey. Ich weiß nicht, wie jemand wirklich allen Ernstes sagen kann, das muss man mit dem Gamepad spielen. Oder es wäre mit dem Gamepad besser, oder keine Ahnung. Es ist nicht besser. Das Einzige, was es besser macht, ist, dass du in die Steuerung eine halbe Stunde investiert hast statt 5 Minuten. Das ist das Einzige, was du jetzt besser macht. Ich meine, das ist mir schon klar, dass das Archio zu einem großen Anteil einfach Gewöhnungssache ist, ne? Das ist mir schon klar. Ich meine, wenn ich das jetzt die ganze Zeit mit Maus und Gamepad spiele oder gespielt hätte, die, keine Ahnung, wenn jetzt mal Elden Ring, die 170 Stunden und Dark Souls 3, die, keine Ahnung, 50 oder 60 Stunden und Dark Souls 1, die 50 Stunden. Wenn man das jetzt mal zusammenrechnet und das hätte ich jetzt alles mit dem Gamepad gespielt, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das jetzt auch deutlich flüssiger von der Hand gehen wird, so, ne? Klar. Aber jetzt, dass man sich jetzt wirklich allen Ernstes dahin stellen kann und könnte jetzt beurteilen oder sagen, ey, pass auf, das ist richtig, richtig geil mit dem Gamepad. Ich meine, was natürlich schon ganz schön ist, das gebe ich nur dann, das ist aber dann halt auch das Ähnlichste. Ich bin in der Lage, relativ einfach und angenehm. Ah jo, jetzt kommt der andere Held noch von hinten. Manchmal kommt er nicht, wie er Lust hat. Also die Sache so, ne, zum Beispiel zum Umschalten von der Waffe und so, das ist jetzt relativ nah alles beisammen. Das heißt, das kann ich dann relativ gut machen. Das ist halt auch ein Gamepad. Das ging aber, jo, wenn man jetzt mal ehrlich ist, mit dem Maus und Tastatur sehr schön inzustellen, wenn man wollt und sich ein bisschen Mühe geben wird bei der Geschichte. So, und jetzt kommen sie wieder zu zweit. So,
danke. Die wollte ich nämlich schon. So, jetzt können wir hier auch nochmal richtig machen. Was halt schon ganz schön ist, das muss man halt auch sagen. Man kann relativ gut ja, wie sie mich immer treffe und ich weiß nicht warum oder wann oder wieso. Was ich eben sagen wollte, mit was relativ gut ist. Das kann nicht so wichtig und nicht so richtig gut gewesen, weil ich es schon wieder vergessen. Wenn es jetzt wirklich richtig geil gewesen wäre, dann hätte ich es halt auch nicht vergessen. Ja, Springe gedrückt passiert da nichts, ne? Ich verstehe halt nicht, warum bei dem Spiel jede zweite Eingabe einfach verschluckt wird. Und ich hatte eben noch ein voller grüner Balken, das habe ich genau gesehen. Mein roter Balken oben, der wird aber auch nicht mehr kleiner, ne? Ich meine, ich habe jetzt so einen Ring an, der sagt, Begrenzung des Abzugs oder wie es formuliert war. Falsches Knöpfchen gedrückt. Das Dumme ist, oder was ist das Dumme, aber was mich halt ärgert ist, dass sie halt wirklich teilweise ohne zu schlagen Schade mache. Wo ich nicht weiß warum. Jetzt kann ich entweder halb Jahr warten oder so Rotzding da nehmen. Wenigstens ist der Anerheld jetzt so weit weg, dass hoffentlich... So. Dass hoffentlich der jetzt nicht auch wieder runterkommt, weil er meint, ohne wäre Party, wo er unbedingt mit so aufmischt. Und das sind eigentlich nur 3 Schläge. Aber das macht's halt nicht besser, dass man immer abnippelt, oder? Also wirklich, ey. Ja, das ist halt, ist es echt graus, ey. Und Scheiß. Allein schon. Also ich weiß nicht, da bin ich am Ende vom letzten Mal, da bin ich da ja relativ leicht überall durchgekommen. Wir haben jetzt, wie soll ich denn sagen, wir haben jetzt Taktik, genau, Taktik. Wir haben jetzt eine Taktik, wie wir gegen die weiße Rittercher kämpfen müssen. Ja. Die große war beim letzten Mal eigentlich schon kein Problem mehr. So, und was ist? Jetzt habe ich da den Rotz. Du war doch eben so weißer Typ. Ah, da kommt der. So. Und was ist? Dann hat sich das Spiel gedacht, alter Shit. Jetzt weiß er, was er wie machen muss. Wie können wir den jetzt noch ficke? Und dann fällt ihm in, ach geil, ich habe Idee. Mir tue einfach dafür Sorge, dass die Maus und Tastatur nicht mehr geht, die Steuerung. Und schon hat er ein Problem. Hat das Spiel ja auch gut erkannt, ne? Muss man jetzt hier fairerweise sagen. Ist jetzt auf der anderen Seite aber auch nicht unbedingt so schwer zu erkennen.
falsches Knäppchen, weil wenn jemand immer nur mit Maus und Tastatur spielt, dann kann man davon ausgehen, dass es dann schwierig wird, ne, wieder, dass es dann schwierig wird, wenn der das weggenommen kriegt, ne. Heideritterschwert, das habe ich eigentlich gedacht, das gerechnet ich unten in dem komischen Wald. Kann ich halt jetzt dann. Das ist eigentlich ganz cool. Dann könnte ich jetzt nämlich mal gucken, wie gut das ist. Wenn ich jetzt hier, wo ist denn das? Kettebrecher, Heideritterschwert. Das soll gut sein. Ich meine, das hat 75 und mein Coil hat 126, ne? CC-Skalierung ist natürlich nicht schlecht, aber ich sehe das jetzt nicht allzu übermäßig gut an, muss ich sagen. Kommst du jetzt wieder raus? So. Ach, ja leid, ich weiß ja nicht. Das ist wirklich... Ich finde es nicht in Ordnung. Ich finde es einfach nicht in Ordnung. So, wie ziele ich jetzt? Alter, das jetzt mit dem Ziele. So denke ich mir schon. Alter. Jetzt. Alter. Fast wäre ich runtergefallen, ey. Ohne Scheiß. Komm, tu ne doch bitte anvisiere jetzt. Nein. Habe ich ein bisschen Glück gehabt. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich jetzt links oder rechts runterfalle. Ach stimmt, und dann sind die anderen Trottel sind ja dann direkt hinterher geflitzt gekommen. Was soll ich denn jetzt sagen? Eigentlich braucht er nur 2 Schläge, also der ist eigentlich auch gar nicht so schwer, aber... Alle, die Kameraführung und die Steuerung, die macht es einfach so grauenvoll. Wenn man einfach nicht mit der Maus so schön frei gucken kann in alle Richtungen, dass man weiß, wo bin ich denn, wie weit habe ich denn noch. Und selbst dann passiert es ja ab und zu mal. Aber hier ist es so, wenn du jetzt den Gegner anvisiert hast, dann kannst du ja nicht mehr umhergucken. Dann bist du einfach gelockt auf den, fertig. Da siehst du halt nicht, was hinter dir abgeht. Wenn ich jetzt wischt, ne, dass wenn ich den so links angreife, dass der rechts dann wart. Aber meine Befürchtung ist halt einfach, da sie einfach beide kommen, ne? Okay. Nice. Es ist halt schon riskant, wenn ich jetzt weitermache, die Halbenergiebalge ist leer. Aber ich will halt mal 2 Schlabbertränks ja eigentlich noch ein bisschen in Reservehalle, muss ich sagen. Ist auf den Millimeter genau reicht das. Das reicht auf den Millimeter genau. Das ist wirklich 0 Spielraum. So, was war jetzt hier? War so eine Heideschmaus. Noch so ein anderer Ritter. Eigentlich wäre mir jetzt der Heidefritz am liebsten. Das ist echt lustig, ne? Wie mir jetzt quasi, wo ich jetzt mit Gamepad spiele, ne? Mit Gamepad falle mir diese Heideritter deutlich leichter als davor mit Maus und Tastatur. Gut, kann er die Stimme zusammenhängen? Oder, okay, man muss das relativieren. Zum einen kann es natürlich damit zusammenhängen, dass er bei der Maus dann öfters nur die Schläge unterschluckt, unterschlägt, also verschluckt. Aber
Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich jetzt diese Hellebarde hab und führen kann, was ich davor, glaube ich, noch nicht konnte. Zumindest habe ich es nie ausprobiert, gehe die damit kämpfe. Und die ist halt, finde ich, relativ gut geeignet für die, ne? Also insofern muss man das natürlich relativieren. Aber nichtsdestotrotz tue ich mir jetzt mit dem Gamepad dafür aber bei den großen Gegner, wo ich mit Maus und Tastatur drüber gelacht habe am Ende, deutlich schwerer, ne? Das ist, finde ich, schon manchmal witzig, ne? Wie sich das dann, also erstens, je nach Eingabemethode, aber zweitens vor allem auch dann wahrscheinlich je nach Waffe, wie sich das dann doch so wandeln kann, ne? Ne? Also mit der Hellebarde ist halt echt relativ geil, geht die zu kämpfen. Wahrscheinlich mit dem Speer ähnlich, aber die Hellebarde macht halt deutlich mehr Schade. Weil dann halt relativ hohe Reichweite hast. Mit der Keule musst du immer so nah dran, da haben sie sich immer erwischt. Also wirklich immer erwischt. Ist der besonders oder ist der genauso wie die andere? Ich glaube, der war genauso, oder? Jawohl, das so ist schon wieder ein neues Moveset gewesen. Der war neu. Wow. 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 Ich will eigentlich kein Schlabberdränkchen nehmen. Aber wahrscheinlich wäre es sinnvoller. Jetzt muss ich wieder sortieren, dass ich B war springe. Gut. Hätte er sich jetzt nicht keine 10 Sekunden früher umdreht, da hätte ich das Schlabberdränkchen nicht genommen und hätte mal Ruhe gehabt. So. So war doch noch irgendwo jetzt. Den Hebel ziehe ich jetzt auch noch. Und dann geht ohne bestimmt der dritte Ring oder der zweite Ring, in dem wie man sieht, 100% auch noch hoch. Jetzt wart, Nachricht lese. Ich will sie erst die Nachricht lesen. Fackel. So. Ajo, natürlich. Alter, ich könnte mich so aufregen, ey. Das zeigt doch wieder einwandfrei, dass du nicht auf die Vollidiote du hören sollst, die du in einer du irgendeine Rotz hinschreibe, der einfach nicht stimmt. Hatte ich dir ohne dieses Item schon geholt? Jo. Ja, gut. Und der ist jetzt natürlich eine ganz andere Herausforderung. Wow. Weil der hat jetzt ja auch so ein riese langes Teil. Mit anderen Worten. Das ist natürlich, geht den, der hat jetzt halt quasi sozusagen den gleichen Vorteil wie ich, ne? Das geht jo gar nicht mit der Hellebarde, ey. Jetzt gucken wir, ne? Mir hatte quasi die gleiche Distanz. Und der hat mich quasi mehr oder weniger ohne Probleme erwischt. Ich ihn, aber nicht. Und, was noch viel schlimmer ist,
die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt meine Seele im Arsch sind, ist relativ groß. Weil ich muss mich jetzt wieder durch die ganzen Leute durchkämpfen. Und da ist halt ruckzuck einmal was schiefgegangen, ne? Und wenn es nur ist, ne, so einer zum Beispiel, und wenn es nur ist, dass man irgendwie runterfällt beim Rolle. Ich sage euch jetzt ganz ehrlich, ich würde jetzt so versuchen durchzurennen. Jetzt muss ich nur noch mal mich umstellen, okay. Einfach nur um meine Seele wieder zu holen. Mehr nicht. Ich weiß es nicht so genau, aber die müssen ja eigentlich hier Mitte drin leihen. Jetzt können wir wieder Retour rennen. Ach, der Hammermilch, der kommt nur gelaufen und der andere nicht, ne? Das ist so angenehm mit Maus und Tastatur einfach, weil du so richtig schön weich hier die Kameraführung hast, ne? Und nicht so ruckartig wie bei dem anderen Ding. Das ist so angenehm, das kann man sich gar nicht vorstellen, ey. Wir gehen jetzt nur mal Chula und dann tun wir mal die Seele ausgeben. Fertig. Aufsteigen. So, und zwar konnte die Wicke, tun wir mal 2 hochmachen. Stärke 1. Dann bestätige mir das erstmal. Uns fehlen jetzt noch knapp 100 Öcke für noch so Level. Und theoretisch mischte doch da hinne die komische Schweinscher sind, oder? Die müsste doch so viel geben. Oder kommen die jetzt doch? Die sind noch da, ne? So. Es ist aber ungünstig mit den Schweinen, ja. Das ist halt schon, muss ich einfach sagen, so ein bisschen der Nachteil von der Hellebarde. Die hat halt verhältnismäßig lange Ausholbewegung, ne? Das heißt, in der Zeit, wo der ausholt, kann ich die Gegner halt auch relativ einfach wahrscheinlich treffen, ne? Gut, was natürlich Sinn kann, das könnte es vielleicht erklären. Dass je nachdem, wie weit weg oder nah ich bin am Gegner, treffe ich eine halt Pfanne mit der Hacke oder eben nicht. Und das so davon abhängt, ob er jetzt mehr abzieht oder weniger. Weiß ich nicht, könnte Sinn, ne? Reicht das jetzt? Ehrlich nicht. Ich hatte irgendwie gedacht, die gäbe mehr. Also, was heißt mehr? Mir war schon klar, dass die nicht viel gäbe, aber ich habe jetzt schon irgendwie gedacht, die gäbe jetzt mehr. Also so um die 100 Seele, wenn ich die alle 3 mache. Das wäre halt schon geil gewesen, ne? Also muss ich sie halt nochmal machen.
Die Melodie ist, finde ich, gar nicht so schlecht. Ja, und jetzt? Bleibst du hinten stehen, oder was? Wie soll ich dich da treffen? Guck, jetzt reicht's genau, ne? Ich glaube, genau 79 war, die geben nur 20. Ich bin mir ziemlich sicher, dass genau 79 waren. So, und da, nicht, jetzt passen wir auf. Das ist doch jetzt schon wieder das Nächste. Wie soll ich denn jetzt sprinten und gleichzeitig mit der Kamera steuere? Das geht gar nicht, ne? Weil ich steuere die Kamera mit dem rechten Analogstick und renne mache ich mit B. Ja, steht schon. So, B. Reisen. Wo müssen wir hin? Hier hin. Ich bin halt gerade am Überlegen, wäre es günstiger, an der Aneck anzufangen. Aber da habe ich mich jetzt so ein bisschen drauf ingespielt, ne? Bei der Aneck, du ist auch ohne der eine Ritter. Der große Ritter. Wäre aber halt wahrscheinlich nur einer, ne? Und da hätte ich eigentlich zwei, oder da hatte ich nur zwei. Also wie es aussieht, ist der eine weiße Knilch jetzt auf jeden Fall auch Geschichte. Das heißt, der kommt mir schon mal nicht mehr in die Quere. Weil er zu oft gestorben ist. Der war Schlappe. Gut, ich habe jetzt die Stärke ein bisschen aufgelevelt. Ich weiß nicht, was oder 2 Level. Ich glaube, einer. Aber ich habe auf jeden Fall die Kondition auch ein bisschen hochgeschraubt. Das ist insgesamt die schon immer ganz gut. Ah jo, der 360 Grad Schwinger. Ja, hat er auch dabei. Ist mir schon klar. Aha. Ich muss einfach sagen, an der Stelle, ne, da fühle ich mich mit dem Gamepad absolut nicht wohl. Weil ich da einfach überhaupt kein Timing habe. Also wirklich 0,0 Timing. Also welche, normalerweise, da bin ich dann irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, um den drumherum gegangen sozusagen. Also ich habe gewartet, bis der schlägt, da bin ich so drumherum gegangen, da habe ich dem Gap. Das kann ich so mit dem Gamepad gar nicht erst. Allein schon bis ich die Taste sortiert habe, ne? Allein schon bis ich die Taste sortiert habe. Also, wo ich schlagen muss und rolle und was weiß ich was alles. Alter, das ist hier schon grauenhaft. Normal möchte ich jetzt ein Schlabbertränkchen nehmen, ne? Aber ich will halt eigentlich noch keins nehmen. Weil ich muss hier nur noch 2 Kämpfe führen. Und so brauche ich die halt. So, die Frage ist jetzt, du musst ja auch noch so weise rumhupsen, genau. Dich steht dich, aber... Oh, fuck. Und das sind genau die Dinger, ey. Wo du mit dem Mauswerk überhaupt keine Probleme hast, du lang zu laufen und du... Wenn er sich dann wenigstens irgendwie an der Kante festhalten tät oder so, ne? Also so
wie das so normalerweise in normale Spiele ist. Steht gern, warte bis er muss schlagen, also 2 muss schlagen. Genau. Und dann den ich ihm gerne geben. Hatte ich ein bisschen Glück gehabt. Da bin ich ihm eigentlich in die Parade ringelaufen, ne? Aber. Alter, den Vorhang hatte ich. Vorhang, der Vorhang. Ja, genau das. Eigentlich weiß ich's doch, wenn er so diesen ach, ich schlaf grad Blick drauf hat. Und dann kommt nur quasi die Beam-Attacke. Eigentlich weiß ich's doch. Aber ich hatte zu spät dran gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mein roter Balken, der wird nicht weniger, ne? Der Ring, der hat ja eigentlich nur gestanden, dass der das verlangsamt, aber nicht, dass er es komplett abschaltet tut. Seit wann brauchen der 4 Schläge? Meines Erachtens habe ich immer nur 3 gebraucht bei dem. Ja. 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 Sehr schön. Die sind mir eigentlich ganz recht. Also das muss ich echt jetzt sagen. Die habe ich ganz gern mittlerweile. Die mit dem Hammer, die mag ich nicht so, weil die können irgendwie die Reichweite von denen und das Moveset, das ist einfach... Das gefällt mir einfach nicht. Und die Weise, die gehen ja eigentlich mittlerweile auch. Bis auf denen mit der Lanz. Oder im Speer. Der ist wirklich noch immer episch, muss ich sagen. Ja, ne? Da hat er wieder seine Traumphase gehabt, allebei. Und dann muss ich einfach machen, dass Land gewinnt. Wie hat er mich jetzt eben erwischt? Das geht nicht in meinen Schädel rein. Wirklich nicht. Jetzt möchte ich halt eigentlich das Schlabbertränkchen nehmen, ne? Was ich halt auch jetzt nicht verstehe, wo ich jetzt gerade dran vorbeilaufe, ne? Der Hebel da, ne? Und da hinten diese Kampfarena. Ganz ehrlich. Was haben da jetzt die ganze Vollidiote davon, wenn sie jetzt da hinschreiben, ja, zieh den Hebel nicht, das ist ganz böse, wenn du den ziehst, dann passiert was ganz Schlimmes. Was haben die da davon? Was bringt denen das? Ich meine, die gucken hier noch nicht immer zu, wie ich spiele und dann verrecke, weil ich das nicht gemacht habe. Also selbst so diese, ich nenne mir es mal, diese SM-Neigung von denen Personen dann unter Umständen, die kommt ja nicht immer zum Trage, weil sie nicht sieht, wie andere leiden.
Unbegreiflich für mich. Unbegreiflich. So. Alter, das ist aber echt... Ich weiß nicht, das ist schon gefährlich, du. Ja, jetzt ist es genau, ne? Da habe ich mich nicht getraut zu rollen, weil ich nicht genau weiß, was hinter mir ist. Richtig geil ist es nicht mit Gamepad, sag ich, wie es ist. Och, wenn es wenigstens so der Hammermann mo der Abgang machen geht. Er braucht 4 Stück. Ich meine, aber ich hätte auch schon immer nur 3 gebraucht. Eins, 2, 3. 1, 2, 3. Auf die letzte Schlache, der mich noch dreht, ne? Letzte Meter hat er mich noch erwischt. Ja. Wie oft muss ich die töten, bis die verschwinden? Ich meine nicht, dass ich jetzt wüsste, wie oft ich den schon getötet habe. Aber einfach, dass man da muss so, wie soll ich denn sagen, muss so Hausnummer hat. Also ich sage mal, ne, zum Beispiel an 10 Mo würde ich sagen, da bin ich eigentlich schon ganz gut dabei. 20 Mo, da ist halt noch Luft nach oben, ne? Die hat er mich dann da alleweil noch erwischt. Mit seinem Käse-Zahnstocher, wo er da in der Hand hat. Und das ist halt eigentlich auch ganz angenehm, ne? Dass er quasi beim Schlag, wenn er schlagt, dass er dann schon ausholt und dann erst einmal ich Meter machen kann, also Distanz zwischen ihn und mich bringen kann. Das ist schon ganz angenehm bei denen, gerade wenn ich mit der Hellebarde kämpfe, ne? Wenn ich jetzt mit der Keul kämpfe, sieht die Geschichte wieder anders aus, weil da muss ich ja auch wieder näher ran, um nicht zu treffen. Guck mal, aber den mische ich eigentlich auch schon ein paar Mal gemacht. Und jetzt? Es ist wirklich grauenvoll, mit dem Gamepad zu rennen, ey. Das ist wirklich so fucking grauenvoll. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wow. Ich sage es euch, wie es ist. Am liebsten hätte ich da immer so schnell hin und her switche für die Bewegung mit Maus und Tastatur fürs Rennen und so. Guck mal, wie schön weich ich mich da bewegen kann. So geil, ey. Och nee, jetzt laufen sie beide wieder weg. Und do alles so ruckelig, ne? So abrupt, wenn man da rennt. Weil man halt die Kamerasteuerung nicht hat. Ach so, aber mir hat hier vorhin festgestellt, dass die schön nur nacheinander kämpfen, ne? Ja, aber das ist mir jetzt zu gefährlich. Ich nehme jetzt trotzdem ein Schlabbertränkchen. Und dann nehmen wir hier die erste. Und wenn ich Klick habe und die mich jetzt nicht treffe, und dann ist das hier auch in Ordnung, ne? Ja, du wärst nämlich jetzt schon wieder passiert gewesen. Mhm. 1, 2 und 3.
1, 2. Den Wegroller an der Stelle, der klappt irgendwie nicht so. Du müsstest dich, glaube ich, eher seitlich wegrollen wahrscheinlich, hä? Oder so schräg dran vorbei vielleicht. Weil so, da hat er dann doch schon mit seiner... Ach, jo, da hockt hier noch so weißer Trottel. Weil da hat er dann nämlich mit seiner Reichweite dann schon Vorteile, muss man sagen. Und das ist also was, ne? Wenn ich jetzt Maus und Tastatur spiele, dann kann ich quasi während dem Rennen die Waffe wechseln oder so. Das kann ich jetzt hier nicht. Muss mir einfach sagen, wie es ist. Fuck. Nein! Da war ich hinten in der Eck drin, da konnte ich nämlich links rausrollen und hinten bis in den Abgrund gegangen. Da ist aber wieder genau die Eck, wo du nirgends hin kannst. Nirgends. Ach, wenigstens ist der Hammermann weg. Sag mal, eigentlich, der Overdene müsste ich doch mindestens genauso oft gepackt werden wie der Hammermann. Hä, wissen Sie, so kann man es natürlich auch machen. Einfach so oft sterben, bis die ganze Gegner erfahrt sind. Das ist noch einfacher, ne? Ja, das ist wieder genau der gleiche Fehler gewesen, da ich nur hinten weggerollt bin, statt irgendwie seitlich dran vorbei oder so. Aber das ist auch, welche, du bist dann ja auch in der Tür, da hast ja auch nicht so die Möglichkeit dann zu sagen, ey, so jetzt du einfach mal dran vorbeigerollt und dann ist ja der Abgrund schnell wieder da. So, und was ist jetzt da hinten? Der hat jetzt gar keinen Bock auf mich, oder was? Das wäre ja alles halb so wild, wenn man da auch nicht immer 30.000 Meter Lava mischt an eine Stelle, wo man nicht in den Abgrund fallen kann. Da hat er wieder seine scheiß fucking Beam-Attacke gemacht. Ah ja, natürlich kommt jetzt der andere Vollidiot auch noch mit dabei. Kannst du jetzt nicht bitte... Nein! Kannst du jetzt nicht bitte den einfach mal anvisieren? Da ist er natürlich noch weißer Kringel auf weißem Mantel. Das ist natürlich noch die Krönung von allem. Es macht einfach keinen Spaß mit dem Gamepad. Tut mir leid. Aber die andere Steuerung, die funktioniert halt nicht. Ich verstehe das gar nicht. Dark Souls 1, Einwandfreigang. Dark Souls 3, Einwandfreigang. Elden Ring war es natürlich nicht perfekt, aber schon sehr, sehr gut, muss man sagen, finde ich. Vor allem, wenn man es mit den Vorgängern vergleicht. Aber da, das ist ja wieder... denkt man sich dann auch wieder, oh, welche war es hier gerade auf.
Ja, du musst halt dann im richtigen Moment rollen, ne? Dann geht's. Das mischt jetzt aber eigentlich auch langsam so weit sind, dass du der eine andere dann auch nochmal sagt, ah ja gut, pass auf, dann bleib ich fort. Wenn du so hartnäckig bist, dann bleib ich fort. Auf der anderen Seite muss man das jetzt sagen, ich meine, die Honda ist ja wahrscheinlich deswegen so implementiert, dass man so das Seelefarme ein bisschen einschränken kann. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, das ist natürlich auch so eine Art Schwierigkeitsbegrenzung sozusagen. Ne? Wenn ich jetzt wirklich quasi do spiele, ne, und dann wirklich 20 Mo an der einen und selben Stelle verrecke, weil dann davor schon 10 Gegner waren, ne, und dann mir die Energie fehlt und alles drum und dran. Und dann hast du schon, ne, irgendwann der Punkt, ja gut, die Pfanne muss ich nämlich machen, das heißt hier noch nicht mehr Energie. Also das, sagen schon, dann macht es das quasi automatisch einfacher, wenn du schon 1000 Mal gestoppt bist. So, sozusagen. Ich meine, so viel ich über diese Dark Souls Spiele ja auch schelle, die machen ja auch Spaß. Also das kann man ja wirklich jetzt nicht anders sagen. Aber es ist halt trotzdem... Also ich kann das jetzt auch nicht anders sagen, als es ist halt einfach schlampig implementiert. Das ist es halt einfach. Es ist einfach schlampig implementiert. Und das macht's halt so ärgerlich und nervig. Wenn ich einfach, keine Ahnung, 10 Minuten Zeit genommen, halbe Stunde Zeit genommen, um so If-Anweisungen oder sowas ordentlich zu implementieren. Und das ist jetzt auch was, das muss ich nicht für jedes Level machen, das mache ich hier nur einmal für das ganze Spiel. Die Zeit muss ich doch haben. Ich meine, gerade wenn ich jetzt hier hingehe und sage, pass auf, ich implementiere das jetzt für... Ja, ich meine, ich weiß nicht, beide auf einmal mischt jetzt auch nicht Sinn. Eins, zwei, drei. 1, 2. Gut. Kommt der jetzt nochmal? Ne, der läuft jetzt zurück. Naja, gut, da lag ich ihm hinterher. Dort hinten in dem Rodell kann man eigentlich auch so mit am besten kämpfen, weil du, wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es da eigentlich keine Stelle, wo du großartig runter, obwohl doch du, wo du großartig runterfallen kannst. An denen Säule du vielleicht. Hier hinten, an der, ja, das sind so 2 Stellen. Aber trotzdem kann ich das eigentlich relativ gut manövrieren, finde ich. 1, 2, 3. Und 3. 1, 2. Sehr schön. So mich das immer funktioniere. So, jetzt pass auf. Jetzt nehmen wir die Flitzbohr. In 2 Händen bitte. Dann holen wir uns den her. So, hier, zack. Sehr schön. Bitte beidhändig. So, wann kommt der? Wie sehen wir an, wie sehen wir an, wie sehen wir an. Danke. Ah jo, du wolltest ja wieder seine Beam-Attacke machen. 1, 2, 3. 1, 2. Vorbei. Wenigstens reimt sich.
Sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. 1. Wo war denn der zweite Schlag? 1, 2, 3. Ah ja, und wieder die Beam-Attacke. 1, 2, 3. Als ich Glück gehabt, dass ich gedacht habe, nee, komm, sicherheitshalber macht man noch einen vierten Schlag. Sonst wäre ich alle Weile wieder getroffen worden, ne? Wäre ich wieder getroffen, alle Weile. So, war bei dem irgendwas Besonderes? Ich glaube so ein oder zwei Movesets oder Schläge hat er gehabt, die die anderen nicht haben, die normale. Aber das war, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht so wirklich der Rede wert. 1, 2, 3. Ich weiß nicht, das ist dann halt auch wieder zu gierig und so, ne? Versuch jetzt Ziele mehr mit der Maus. Geht das? Ja. Nein, fuck. Das ist halt das Problem, wenn du die Maus wegnehmen musst, der Pfeil zu schießen, ne? Der war jetzt kurz. Vielleicht so. Ich glaube, ich bin zu weit weg. Alter, ne? Das ist eigentlich, ist das vergleichbar mit dem iPhone, ne? Finde ich. Weil, du nimmst das iPhone in die Hand und machst du damit irgendwas und denkst da so, ist schon geil. Aber dann nimmst du der Android-Telefon in die Hand. Fuck. Und denkst da nur so, Alter, das ist hier noch viel geiler. Und so ähnlich ist das so, wenn du jetzt so spielst, ne, mit Gamepad, dann denkst du, Alter, ist eigentlich schon ganz gut. Aber wenn das dann, wenn du dann umsteigst auf Maus und Tastatur und dann denkst du, Alter, aber das so ist hier noch so viel geiler. Wer mischt so mit dem, das kann ich auch vergessen. Kommt der jetzt, kommt der nicht? Oder er sich irgendwann mal entschied, was er machen will? Was bin ich froh, wenn ich den Aim habe. 1, 2, 3. Noch ein Schlag oder 2, ne? Jawohl. Sehr gut. Geil. Können wir so weit vordringen, wie wir noch nie vorgedrungen sind, ihr Leid. Man glaubt es nicht, man glaubt es nicht. Was steht hier noch irgendwo? Versuch Köder, was? Was will solchen Ködere? Zäher Feind und dann Distanzkampf. Ne, ich glaube, Amo war es sogar schon da oben. Da sind wir dann irgendwie 100 Leute, die mich quasi angegriffen oder so ähnlich. Jetzt bin ich echt erschrocken, weil ich gedacht habe, der kommt so weit nicht. Was mache ich denn da jetzt am besten? Also ähnlich ist mir klar, mit Maus,
Mit Gamepad ist es schon mal so oder so scheiße, ne? Alter, was willst denn du machen? Ich muss wieder erleben, wie ich du überhaupt mal zeichne. Ich könnte jetzt versuchen, irgendwie durchzurennen. Aber so weit, du kommst schon nie so weit. Der tut dir schon direkt anfangen, Feuer zu speien, ne? Alter, guck der an, so wie realistisch ist das, dass du unter an dem Ding quasi Feuer abkriege. Friss das. Nimm das. 41 zieht das ab. Wenn ich in den Kopf treffe. 41. War auch nicht richtig der Kopf. 40. 54. Na, das ist schon ein bisschen mehr. Weil, ob das jetzt so viel mehr ist. Haben wir dann noch das 31. 41. Ah, du mehr doof. Du schießen wir dann hin. Ach geil, du 70. Stunde Flügel. Wenn wir eine treffe. 41. Nee. Hier beim Boot du da auch nicht jede Eingabe nehmen, ne? Jetzt nur noch 32. Naja, das wird ja auch immer weniger. 31. Ah, jetzt bin ich in die Luft bloß. Gott sei Dank kann ich mir das letzte bei dem anderen Schmied in Majula 200 Pfeile kaufen, ne? Weil ich glaube 196 war. Das ist aber auch egal. Aber gebraucht haben wir sie. So kenne mir nichts, das zieh mir durch. Ey, aber weh, du gibst jetzt nichts ordentliches an Loot, ey. Ohne Scheiß. Ist ja eigentlich schon so gut wie tot. Noch einer, hä? Jawohl. Hey, komm, ich gehe lieber mit der Maus und Tastatur hoch. Nicht, dass ich du jetzt links oder rechts irgendwo runterhupse. Aus Versehen. Was steht hier? Schwäche, Nahkampf, deshalb Durchbruch. Ah, okay, im Nahkampf wäre auch nicht gut gewesen. Versucht joggen. Naja, aber so weit wäre ich ja nie kommen. Verzweiflung wird benötigt. Überwältigung sinnlos. Hurra, die Gefahrenzone. Aber der hat jetzt wirklich nichts, irgendwie Falle gelassen oder so, gar nichts, ne? Das ist, finde ich, halt schon ein bisschen enttäuschend. Gerade so Gegner, der ja eigentlich relativ gut ist, ne? Oh fuck. Dabei habe ich gedacht, shit, das. Wie heißt das Ding, du? Die Brick erwischt mich. Habe ich alleweil gedacht. Da habe ich echt Schiss gehabt. Sieg, aber Boss voraus. Das ist natürlich jetzt. Das ist jetzt natürlich unheimlicher Beschiss, wenn da jetzt wirklich ein Boss kommt. Vision von Boss, deshalb Mut wird benötigt. Finsternis. Zäher Feind. Niederer Gegner. Das war's jetzt. Zäher Feind oder niederer Gegner, ey. Vor allem warst du schon versucht Pferd, ja.
Vor allem ist halt das Blöde, dass ich Kevlar Kors mehr hab. Und dass ich 12.000 Seele habe, die ich eigentlich nur ungern verliere, det. Keine Ahnung jetzt. Komm, hier gehen wir rein, wenn nicht, holen wir uns nicht mehr so Heimkehrknochen. Wow. Nein. Nein. Au. Renmo, bitte. Jetzt kann ich wieder nicht gleichzeitig rennen und mir hier Energie hole. Wow. Nein! Wenn die jetzt ein paar Schlabbertränkchen hätte, 2 Stück oder 3, dann wäre der wahrscheinlich gar nicht so, so schwer. Aber so ist das schon bitter. Du hast natürlich auch wieder, wie der Mo, muss man eigentlich sagen, keinerlei keinerlei Abkürzung oder so, die du freischalten könntest, ne? So, aber der Held bleibt A stehen, also hocke. Also der verschwindet jedenfalls nicht. Mit Lancelot. Ich meine, das ist ja das Angenehme an für sich an Dark Souls. Dass du eigentlich relativ gut durchrennen kannst, wenn du das willst. An so Stelle macht das dann natürlich auch irgendwo Sinn. Aber ich frage mich, ehrlich gesagt, ob es denen nicht vielleicht sogar sinnvoller wäre, die helle Bade zu nehmen. Weil Distanz, ne? Reichweite. Das ist so bitter, dass du jetzt nicht laufen kannst und gleichzeitig vorbeigeschlagen. Und wieder vorbeigeschlagen. Der läuft schon so ein bisschen breitbeinig irgendwie, ne? Alter, warum hol ich denn so wenig Energie? Ich hab gedacht, ich hab doch gerade eben so Schlabbertränkchen und ich hatte doch voll die Energie, oder nicht? Oder der kriege ich doch kontinuierlich irgendwie abgezogen, weil Finsternis schade oder so irgend sowas Komisches. Jetzt schlägt er wieder nicht, ne? Jetzt schlägt er halt wieder nicht. Jetzt schlägt er halt einfach wieder nicht. Ich verstehe es halt einfach nicht. Das könnte so einfach sein, wenn man es einfach mit Maus und Tastatur spielen dürft. Und das halbwegs normal implementiert wäre. Dann wäre es ja immer noch schwer.
ist einfach so nervig, ey. Es ist echt so nervig, ey. Jetzt müssen wir wieder weil das nicht schnell schlagen tut. Das ist doch, aber eigentlich ist es doch schon bezeichnend, dass du quasi dass du quasi dann du mit Maus und Tastatur durchrennst. Nein, spring! Ich bin echt am Überlegen, ob ich da hinrennen soll, meine Seele hole, deine Heimkehrknochen nehme, dass ich die 12.000 Seele ausgeben kann. Will ich eigentlich ja gar nicht. Jetzt steigen wir wieder auf Maus und Tastatur, dass wir Rennen kennen. Will ich ja eigentlich aber gar nicht, ne? Ich will den ja eigentlich packen und dann die, keine Ahnung, 25.000 Seele ausgebe. Ja, da oben brauchen wir noch ein bisschen grüne Energie, dass wir da um die Ecke kommen. Mir bräuchte auch noch irgendein geiler Ring. Jetzt steigen wir wieder auf aufs Gamepad, dass wir schlagen können. Es ist so traurig, ey. Es ist echt so traurig. So, jetzt anvisiere. Ich überlege gerade, ob ich nicht mit dem, ob ich nicht sogar mit der Coil mehr Schade mache. Aber bin ich mir halt jetzt nicht so sicher, ne? Das ist auch wieder, ne? In eine komplett andere Richtung gestoßen, wie ich gestanden habe, und zieht mir trotzdem so viel Energie ab. Ewig ein Witter, ey. Fuck. Ich rutsche halt immer ab, ey. Spring doch! So war der grüne Balke wieder leer. Aber ich habe echt das Gefühl, als würde ich mit der Keul mehr Schaden machen. Kann das Sinn? Das probieren wir jetzt nochmal aus. Ich habe nämlich eigentlich gedacht, naja, es müsste eigentlich relativ geil sind mit der Hellebarde, weil ich dann quasi mehr Reichweite habe. Aber ich muss jetzt irgendwie sagen, ich hatte so das Gefühl, und was wir jetzt auch machen, komm, wir haben jetzt so viel Menschlichkeit, tun wir jetzt mal eins nehmen, dass wir da oben nochmal voll am Start sind. Dann hocken wir uns aber auch nochmal ans Lagerfeuer, damit wir da auch nochmal voll haben. Das ist so geil, wenn du Lava kannst und gleichzeitig ohne die Sache umstelle, ne? Das ist echt so geil. Das ist echt... Das klappt mir gar nicht, ne? Das sind dann so die Kleinigkeiten, an die denkt man gar nicht. Aber wenn man es dann nicht hat, dann vermisst man sie halt auch einfach.
Und ich muss halt wirklich sagen, ich, wenn dann so mit Gamepad spiele, dann denkt man sich, jo, hops, geht eigentlich. Aber wenn du dann noch mal hier Maus und Tastatur auspackst und dann merkst du erst mal, wie geil das eigentlich mit Maus und Tastatur ist im Vergleich zum Gamepad. Ne, dass ich jetzt so, auch wenn ich anvisiert habe oder so, dass ich dann trotzdem die Kamera ein bisschen bewegen kann, damit ich mich nur mal orientieren kann, wo ich ungefähr bin. Ne? Oder dass ich hier schön fein granular sozusagen das machen kann, dass ich beim Laufen hier ohne umschalten kann, dass ich die Waffe umschalten kann beim Laufen und. Das fehlt dann halt alles, ne? Alter, ich mach doch schon mehr Schade damit, oder? Weg, weg! Fuck. So. Ist jetzt halt die Frage, ne? Haben wir jetzt, müssen wir halt durchziehen, ne? Was ist denn jetzt? Hat er das jetzt wieder gesehen, allewei? Der hat vorbeigestochen und dann hat er sich in mich reingeklitscht, um mich aufzuspießen. Ich weiß so Sache, du weißt nicht mehr, was ich sagen soll. Ich meine, das Spiel ist jetzt wirklich schon schwer genug. Muss ich dann die Leute dann noch zusätzlich so, wie soll ich denn sagen, so verarschen? Ich finde das irgendwie so teilweise so schlampig implementiert, dass genauso, wenn dann irgendwie so ein Tor hochgeht und ich dann mich nicht drunter durchrollen kann, oder wenn ich jetzt quasi mit dem Bogen, mit Pfeil und Bogen schieße und er dann in der Luft an der Eck irgendwo hängen bleibt, weil die Hitbox oder wie man das dann auch immer nennen soll, von dem Teil so grotteschlecht implementiert ist. Das ist doch nicht normal, sowas. Ich meine, da ist doch jedes Spiel aus, was weiß ich, 1980 oder 90 besser implementiert. Das muss man jetzt hier wirklich fairerweise mal sagen, wie es ist. Ja, Jonat, ehrlich. Nee. Kann ich dir jetzt bitte mal Gas geben und dir da hinten noch Rotz hole? Bitte. Ich gebe jetzt erstmal die Seele aus. Fertig. Aber den Boss, den will ich noch machen jetzt. Der ist eigentlich machbar. Der ist eigentlich, finde ich, nicht so schwer. Aufsteigen. Und zwar so, Stärke 25. Das kommt auf jeden Fall unserer Keule zugute.
Hier so Estos Flakonscherbe haben wir nicht mehr gekriegt, ne? Natürlich nicht. Ungünstig. Wirklich ungünstig. So, jetzt müssen wir uns aber wieder überlegen, wo das war. Das war hier und dann hier, ne? Das sind aber jetzt zwei Bossgegner schon relativ nah zusammen, ne? Also der Unne war ja einer. Also das Mobbelche. Mit seiner Hellebarde oder was es war. Und jetzt der Owe, der Finsternisritter. Die Keul hier, die könnte man ja mit Sicherheit auch irgendwie aufleveln, ne? Ich habe hier noch so Scherber, ich weiß nicht. An Annie kann ich mich dann erinnern, dass ich habe, ich glaube, 2 oder 3 habe ich nicht mehr. Und ich glaube, am Ende bräuchte ich jetzt schon mehr wie einen. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß nicht, ich denke mir dann immer, du findest ja vielleicht aber noch eine geile Waffe und für die brauchst du dann die Scherbe. Also hau ich die doch jetzt nicht jetzt raus, oder? Denke ich mir da dann halt irgendwie so. Ich müsste halt jetzt ein Schlabberdränkchen nehmen, ne? Das Problem an der Stelle ist, nämlich, ich weiß nicht, wann ich da dazu komme. Die warte halt, ach, finde ich sau oft einfach, bis du dann gerade das Schlabberdränkchen nimmst, nur um deine anzugreifen. Ich meine, klar, ich würde das ja genauso machen, aber ich meine, die müssen eben doch auch mal irgendwie die Chance geben, so ein fucking Ding zu nehmen. Ich finde den Gegner, den finde ich jetzt eigentlich von alle bisher am stärksten. Also bisher habe ich schon bei alle anderen irgendwie 1 oder 2 Versuche gebraucht, oder 3 maximal. Aber bei dem habe ich jetzt schon bald, ich sagen, ja, 10 vielleicht noch nicht, aber auch, denke ich, nicht weit davon entfernt. Es hängt aber auch damit zusammen, dass ich nicht mit Maus und Tastatur spielen kann. Weil, dann da habe ich einfach mehr Gefühl beim Ausweichen und alles. Und mehr Orientierungssinn. Und dann rutsche ich auch nicht irgendwie vom Analogstick ab. Ne, eben bin ich wieder vom Analogstick abgerutscht. Das war richtig knapp alleweil, ne?
Jawohl. So schwer war der doch jetzt eigentlich gar nicht. Alte Drachentöter-Seele, Ring des alten Löwen. So, du können wir jetzt hier schon mal direkt gucken, was der Ring des alten Löwen ist. Und was der uns vielleicht mache oder geben wird. Nein, was ist denn jetzt? Warum kommt der jetzt da hochgelaufen? Du gibst überhaupt gar keinen Grund dazu, da jetzt hochgelaufen zu kommen. Ich habe ja eben gekämpft, ja. Und haben ja auch gewonnen. Und das hat ja seit Zeit gedauert. Und dann laufen die wieder zurück zu ihrem Platz. Da hat er da vorne auf der Treppe gehockt. Ja. Und das da war 500 Meter weit weg. Um 3 Ecke in einem Raum drin. Und dann kommt er angeflitzt. Ich hätte echt gern so Unverwundbarkeitsring. Und selbst wenn der nur, sag ich mal, du hast ja quasi diesen Ring, dass du keine Seele verlierst, wenn du stirbst. Ne? Der geht dir dann kaputt. Aber so Unverwundbarkeitsring für der, keine Ahnung, der bei mir 60 Sekunden hält oder so, oder 90 Sekunden. Das wäre mal geil. Kennt man ja dann irgendwie sagen, alle hopp, aber wenn jetzt für Bossgegner so nicht, ne? Das Ding ist, ich will jetzt, wenn ich jetzt hier rauslave, okay. Öffnen. Kleriker und Turmschild. Sehr gut. Gibst du eigentlich Unterschied? Also, so von habe ich nur schon 50. Zwischen den Stahlkiste und den Holzkiste irgendwie? Transient being. This is no place for one such as you. Be gone. You are not needed. Sagt wer? Stell dich mal vor, es ist einem jetzt unhöflich. Nothing has changed. You would never make a knight of the blue, and I have nothing more to say. Wahrscheinlich fehlen mir da irgendwelche Skills. You are not needed. Muss ich wahrscheinlich irgendwie bei Wille oder so irgendwie mehr haben und dann geht's. Finstergeist wird benötigt. Schwäche Frau. Ja, ja, keine Ahnung jetzt, ne? Das kennt jetzt nur mal so Abkürzungen sind zu einem Leuchtfeuer. Leuchtfeuer und dann Arena, Lügner. Hurra, Illusion. Dass die eine immer so verarschen müssen. Ich komme da nicht drüber hinweg. Alley, also ich sag's mal wie es ist. Alley schon der Aufwand, dann eine Nachricht zu tippen für so einen Stuss wäre mir schon zu blöd. So, du geht's jetzt, aber jetzt nur so auf den ersten Blick geht's jetzt hier nirgends hin, ne? Also möglicherweise, was ich jetzt nicht weiß, aber möglicherweise findet man hier jo irgendwie unsichtbare Wand, also unsichtbare Wand, nicht so Illusionswand, ne? Fake-Wand. Aber jetzt so auf den ersten Blick ist das ja erstmal Sackgasse, ne? So. Auf jeden Fall, du mir jetzt mal hier auf 20 gehe, du auf 13.
Guck mal, wenn ich jetzt hier auf Geschicklichkeit hochgehe, dann geht auch automatisch mein TP hoch. Aber so die Angriffswerte, die gehen da jetzt nicht so extrem hoch, ne? Ne, auf der anderen Seite oder vorher gehen sie ähnlich hoch. Sehe ich halt keinen Unterschied, ne? Machen wir das mal so. Bestätigen wir das mal. Oh, guck mal, die hat sogar Zauberstab. Wie viel braucht man jetzt noch für ein weiteres Level? 4400. Wir haben doch aber bestimmt noch so ein paar Seele am Start, oder? Nee, tatsächlich nicht. Wir haben nur die Bossseele. Die lassen wir mal. Stattdessen gehen wir dann hier zum Schmied. So, und dann gucken wir mal, was wir bei dem vielleicht noch kaufen können. Oder anders, der Waffe verstärken. Was geht denn da ab? Titanitscherbe brauchen wir eine. Für die Keule brauchen wir 3. Das kann ich halt knicken. Für den Bogen brauchen wir auch 3. Das kann ich auch knicken. Für das Teil hier bräuchten wir Geschicklichkeit 20. Das heißt, es ist vielleicht doch sinnvoll, mit Geschicklichkeit hochzugehen. Nee, ich glaube, ich würde jetzt gar nicht großartig noch irgendwelche Geschichte hochleveln. Muss ich sagen. Der Schild hier, der scheint mir ein bisschen besser zu sein. Der ist aber wahrscheinlich sackeschwer, ne? Du brauchst 30, ist klar. Hüllensoldatenschild. 80,5. Das Faustschild. Ne, aber den hätte ich hier vielleicht wegschnehmen. Dass du ganz unten ist das Gewicht durch die 3,0. Und das hier wäre dann 1,5. Dann würde ich den nämlich vielleicht mal ausrüsten. So kaufen wir jetzt dann hier Pfeile. So, und dann gehen wir hin. Hier hin. Kurz überlegen, was ich machen wollte. Ausrüstung. Und dann wollte ich den Schild hier austauschen durch den Schild. Ja, nun. So, und dann... Ach so, genau. Und ich wollte hier noch gucken, was jetzt das für ein Ring ist. Stärkt Abwehr gegen Stoßangriffe. Also ich sag mal so, da wir ja aktuell noch ein Ringslot frei haben und mir jetzt in Ermangelung eines besseren Rings, den ich ruhig auch benutzen kann, würde ich sagen, machen wir das einfach. Er muss ihn nicht verkommen lassen. Und dann sind wir jetzt an für sich für heute jetzt erstmal durch. Jetzt beam ich mich hier hin. Da hatte man ja beim letzten Mal eigentlich aufgehört, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann können wir das ja gleich weiter, also gleich nicht, aber beim nächsten Mal weitermachen. So, nur zig Versuche sind wir jetzt zwar die Treppe hochgekommen, haben den Drache kaputt gemacht, haben den Bossgegner gepackt, aber was einfach nach wie vor das Schlimmste überhaupt ist, dass meine dumme Maus nicht funktioniert und ich deswegen jetzt mit dem scheiß Ding hier spielen muss und das ist einfach grauenvoll. Das ist einfach wirklich grauenvoll, das kann ich euch gar nicht vorstellen. Es hat die jetzt ganz gut geklappt und man denkt dann eigentlich, wenn man mit dem Gamepad spielt, ach, ist ja eigentlich ganz okay, ne? Aber wenn du dann noch eine Maus und Tastatur in die Hand nimmst, dann denke ich einfach nur, geil. Aber geht halt leider nicht, zumindest nicht in den Kämpfen, von daher ist das jetzt erstmal ungünstig.
Vielleicht findest du noch irgendeine Lösung, aber für den Moment müssen wir dann halt jetzt damit leben. Ne? Ich habe trotzdem die Hoffnung, dass ein kleines bisschen Spaß hatte und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao.